Hallo zusammen, ich bin der Thomas, ich bin 11 Jahre alt, ich lebe in Unteregri, das ist in der Nähe von Luzern. Und meine Hobbys sind Gitarre spielen, ich gehe auch gerne im Winter Skifahren und ich schreibe auch sehr gerne Geschichten. Und ich glaube, mir ist die Geschichte nur so gut gelungen, weil ich ein Daheim in der Schweiz und in England habe. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I live here with my parents and my little sister, and I feel at home in Switzerland and in London in England. Auf Deutsch übersetzt heißt es: Ich lebe hier mit meinen Eltern und mit meiner kleinen Schwester. Ich fühle mich in der Schweiz sowie auch in England zu Hause. Also von hier nach London zu kommen, da kann man entweder ein Flugzeug nehmen, das dauert dann etwa 1 Stunde, oder man kann dann fahren und mit der Fähre nach England segeln und das wäre dann etwa 10 Stunden. Seit 1,5 Jahren lebe ich hier in der Schweiz und mir gefällt einfach die ganze Landschaft, die prachtvollen Bergen, der wunderschöne See, aber auch die tolle Schule mit sehr netten Klassenkameraden, einfach herrlich. In London gibt es unheimlich viele Straßen. Dort gibt es diese Black Cabs, wie dieses Modell hier, das ist im Übrigen ein Taxi, und das hier ist ein Doppeldeckerbus. Mit einem von diesen bin ich immer nach der Schule nach Hause gefahren. Und was man als Tourist noch aufpassen muss, ist, dass in London der Verkehr auf der anderen Straßenseite ist. In England gibt es eine königliche Familie. Das heißt, es gibt in England eine Queen. Ihr Name ist Elisabeth II. Sie wohnt in einem ziemlich großen Palast namens Buckingham Palace. Die Queen ist 94 Jahre alt, also ziemlich alt. Speziell in London vor dem Buckingham Palace ist, dass man diese Wächter findet. Sie dürfen sich mehrere Stunden lang nicht bewegen. Touristen und Touristinnen versuchen immer wieder, sie abzulenken, haben es aber eigentlich noch nie geschafft. Wir drehen gerade meinen Weltallfilm und Action. Und bald gibt es das Extremely Large Telescope, was im Moment gebaut wird. Es wird Licht, das Millionen oder sogar Milliarden Jahre bis zur Erde unterwegs war, einfangen und untersuchen. Eines meiner größten Leidenschaften ist Weltall. Ich hatte die einmalige Gelegenheit, Claude Nicollet, den Schweizer Astronauten, an der Canty in Zug zu treffen. Ich habe seine Unterschrift bekommen und durfte ihm in der Auditorium eine Frage stellen, nämlich: Was wäre die nächste große Entdeckung im Gebiet Weltraumforschung? Seine Antwort war, dass man eine zweite Erde finden würde oder dass man außerirdisches Leben beobachten oder nachweisen könnte. Ich glaube, es ist Zeit für Tea Time. In England trinkt man gerne zu jeder Gelegenheit Tee. Sogar gleich nach meiner Geburt wurde meinen Eltern eine Cup of Tea angeboten. Man trinkt Tee zu Cucumber Sandwiches und Scones und die backen wir jetzt. Also das ist ein traditionelles Gebäck von England, welches man sehr gerne zu High Tea isst.
Haiti isst man normalerweise so um 4 Uhr Nachmittag. Dann noch zu. Und fertig ist der Scone. Das waren meine 2D-Highs. Für mehr solche Videos abonniert SRF Kids. Hey Astronaut, du hast doch gar keinen Sauerstoff. Stimmt. Ah.